Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Das dauert wohl doch länger als gedacht, wenn ich schon fast eine halbe Stunde gestern dort rumkanke hab. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier over ausschaut. Und ob wir hier eventuell auch auf was stoßen, was uns interessiert. Diverse Zimmer können wir hier noch erforschen. Mann, 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 das ist echt riesig hier. Doch ein größeres Areal als gedacht. Verschlossen. Huch, Amtsachen sind Ewe vielleicht die... in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Hat die Perspektive eben ein bisschen gesponnen. Ach zu. Okay. Müssen wir wahrscheinlich einen Schlüssel finden, oder? Oder mir knacken die dere anascht. Sam, weißt du da irgendwas, wie wir das machen könnten? Nö, anscheinend kein Interesse. Mir da jetzt dabei zu helfen. Dann muss ich wohl noch Schlüssel suchen. Ah, da aber kann ich auch noch die Wendeltreppe hochlatschen, wenn die nicht zugemüllt ist. Doch, die ist zugemüllt. L3 war da noch, Moment. Ja, da war aber auch noch irgendwas. So, dann zieh. Nicht zieh, schieb. Ups. All die Kamera. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Tolles Selfie. Und? Verlier's nicht. Das finde ich aber auch geil, so alte Polaroid-Kameras. Hot was. Schütteln. Bis es richtig entwickelt ist. Und dann kann man es direkt angucken, ja. Das ist der Vorgänger von der Digitalkamera. Hat durchaus Stil, wie ich finde. Kriegt auch allmählich Farb. Als Schütteln. Shake, shake, shake. Da, 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 da. Shake, shake, shake. Ja, so allmählich nimmt es doch Gestalt an, oder? Sehr, sehr schön. Cool. Sehr cool. Okay, und jetzt? Okay. Hier oben. Nicht runterfallen. Okay. Das Ding können wir jetzt einmal runterstumpen wahrscheinlich, oder? Hauptsache mal die Schätze kaputt gemacht. Oh, Mann. Was wäre auf der anderen Seite? Okay, auf der anderen Seite wäre eh nichts. Das war so klar, dass da jetzt das Teil da runterschmeißt. Hauptsache mal die unbezahlbare Teile kaputt gemacht. Natürlich. Oh Mann, zum Glück sind die fest an die Wand gepackt. Oh, da ist ach was. Ah, einfach nur ein Rauchmelder, ne? Und was können wir hier machen? Da können wir in die Lüftungsschächte rein und dann von innen aufmachen. Ach, interessant. Okay. Gucken wir mal, was wir da noch finden. Also, da haben wir hier was wo es runter geht. Da mag ich aber noch in den anderen Gang reingucken. Da ist bestimmt auch noch irgendwas Interessantes. Oder? Nö. Nicht mal. Okay, nicht mal irgendwas Interessantes. Ausgerechnet Bananen. Nee, da war leider nichts, sondern es geht nur One-Way-Ticket hier rein. Na gut. Und tritt wie ein Ochs in deine junge Jahre. Uah. Zack. Das sieht noch um... Okay. Bin drin. Na, probieren wir es mal. Das sieht noch um Raum aus, wo jemand gepflegt wurde. Von hier ist sie auch verriegelt. Lauter Medikamente. Koffein. Ein Haufen Schmerzmittel. Kodein. Ja, das sieht noch im Raum aus, wo jemand gepflegt wurde. Fernseher. Da werden sie dann die Person wahrscheinlich rüberkurven.
könnte der Ken im Rollstuhl gewesen sein, oder? Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das wenige, was uns doch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast, aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Echt traurig. Okay, der hat wohl seinen kranken Vater gepflegt. Und die Mutter ist dann nicht Kummer. Das ist schon verdammt bitter. Dann noch ein Bild. Ja, mit dem Japaner anscheinend. Ich hab's immer noch nicht so richtig raus, wer jetzt irgendwie mit wem wie zusammen war. Edmund ist auf jeden Fall der Sohn von Ken. Sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall den Schlüssel. Ein sehr schöner altmodischer Schlüssel, wie ich finde. Hier im Krankenbett ist auch nichts mehr. Sieht aus, als wäre die Person da rauskommen und so ein altmodischer, gerade frisch rauskommen und so ein altmodischer Rollstuhl da auch noch. Der erinnert mich ein bisschen an Layers of Fear. Uah. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Genau. Guck mal, ob der Schlüssel da auch reinpasst. Und machen wir das Ding mal auf. So. Und tada, funktioniert. Wow. Boah, Arbeitszimmer. Zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Das ist ein richtig geiles Arbeitszimmer. Wenn es hier nichts zu finden gibt, dann weiß ich auch nicht wo. Was ist das? Zar Peter der Große und das Bernsteinzimmer. Kolja Jurkow, Staatliche Universität St. Petersburg. Durchaus auch sehr interessant. Deutschland gibt es ja auch so Gruppe Rentner, die der Untergrund von einer Stadt, ich glaube Düsseldorf oder Duisburg oder wo es ist, durchwühlen auf der Suche nach einem Bernsteinzimmer. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in den Rievekeller ovens, um da ein paar Krummbeere zu holen und dann bricht so eine Schar Rentnerei, die dort noch ein Bernsteinzimmer suchen. Wikingerschätze aus Finnland oder aus Wienland. Stefan Tremblay, Universität Toronto. Okay, ein Kanadier. Ach, interessant. Und sonst hier nix. In dem Karton vielleicht. Gerade mal hier nochmal die andere Seite hier umgucken. Da ist aber nix. Okay. Dann könnte es wirklich nur in dem letzten Karton sein hier. Sieht zumindest vielversprechend aus. Cassandra M. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Da hat er das vielleicht von seiner Mutter übernommen mit dem Tagebuch. Ja, es sieht so aus wie bei ihm. Evelyn hat einen Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten die Reichtümer dieses Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hat er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gang-i Sawai. Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief, was sind das für Markierungen? Henry
Ja. Der Gunsway-Raub. Okay, das können wir jetzt aber nicht mehr so lesen. Schade. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Na, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Oh oh. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Doch nicht so verlost das Haus. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Die alte Abenteurerin ist immer noch da. Bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von 2 Kindern zu zerstören ist... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgans Jungs. Morgan. Nicht Drake. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Erstmal in die Rara. Die gefällt mir. Nicht Drake, sondern Sie Morgan. kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also... Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Immer hier. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus. Hm? Ja. Die ist cool, die alt. Ach ja, aber wahrscheinlich ist es die Evelyn, die Das Chaos so tut mir viel leid. Abenteuer Okay, verbraucht komm, hat und Nathan. sich um ihre eigene Familie nie kümmern konnte.
Oh oh, jetzt ein Herzinfarkt. Alles okay? Scheiße. Heilige Scheiße. Nein. Hey. Ungünstiger Zeitpunkt. Sam? Sam, hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Scheiße. Oh, Scheiße. Fenster, komm! Okay, das spielen wir auch noch aus. Okay. Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Na, Kacke. Oh, Mann. Warte. Also die haben hier echt Talent dafür, ins Fettnäpfchen zu treten und Ärger zu ziehen. Manometer. Scheiße. Vorsicht. Oh, Jesus. Also wenn es um Ärger geht, sind die definitiv große Klasse hier. Sam. Spring einfach. Ja, dann mach das doch. Spring. Und... Ich komme. Ja, bin ja schon da. Oh Mann. Boah, was das Szenerie war gerade. Fuck. Das ist nicht so gut gerade. Oh oh. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Also ab zum Eingangstor. Nathan! War das okay? Oh nee. Lauf weg! Ach man, wie blöd. Hier lang! Hier werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben 2 Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener und ein Kind. Stehen bleiben, verdammt! Statt in einfach mal zu erklären, was war. Stopp, verdammt! Hier hinten! Wo ist denn hier hinten? Ah, da ist hier hinten. Okay. Da bin ich oft orientierungslos bei sowas. Mann, 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 Mann. Komm, los! Ja, bin schon da. Also das ist ziemlich blöd gelaufen. Hände über den Kopf! Fertig! Mist. Kriegen wir trotzdem irgendwie hier, oder? Lass mich los! Scheiße. Gerade noch so Glück gehabt. Okay, dann bin ich noch entkommen. Ah, Mann, dem nett. Ich glaube, das gehört nicht zum Spiel dazu. Ich glaube, dann muss ich ausweichen. Ja. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal ihm wieder noch. Oh, der hat gesagt, Stopp, Soldat. Naja. Ich glaube, da bin ich in die vollkommen falsche Richtung gerannt. Los, der Müllcontainer! Ja, okay. Und dann hier hoch. Statt dann einfach zu schildern, was Sache ist. Weil früher oder später werden sie die definitiv finden. In dem Weißen Haus. Zumindest der Nathan. Los, halt dich fest! Nathan Morgan müsste ich ja eigentlich sagen und nicht Nathan Drake. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, ja? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen.
Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Mhm. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa, wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute, die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Auch wieder nur große Lüge. Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Alles beruht auf einer Lüge von Sam. Und in der stecken wir jetzt immer noch drin, in der Gegenwart. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Ah, sie ist tatsächlich da. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren, Du wolltest nicht mehr über ihn reden. sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Ja, die kennt ihn zu gut Aber- dafür. Das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Mhm. Ja, Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie auch immer sie hast hierher du mich gekommen ist. überhaupt gefunden? Ja, Ach, weißt genau. du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Sally? Oh, na klar. Sally, kommen. Hm. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar, Nein, es gibt kein Alcazar. das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Hm. Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dazu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke,
dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Letzte Chance, Kumpel. Komm. Wir müssen jetzt los. Merkt er das gut? Letzte Chance, Kumpel. Mehr hast du nämlich bei ihr. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon. Die Heimat der Gründer von In guten wie in schlechten Tagen. Brave, dein Bruder. For better or Schatz ist worse. bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Jo, und ich die Sache an der Stelle mache ich jetzt auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.